En zijn verwoord voor dat fundament schrift Männer. Wie pracheren en vermonen einen jederen, dat zij doch einmal gründlich lesen en verstehen würden, wat für eine Lehre wir uitspreiden, wat für einen Glauben wir haben, wat für ein Leben wir führen en wo wir gesonnen sind. Wils wir moeten veel heren en vertrauen. Wir trauen dat geduldig gefangen en verbonden te worden, bestohlen, gespart en verloren te worden. En wir waren so als arme Anschuldige Schub geschlacht. O wir wünschen, dat die doch einmal können jene Blutschulden für Gott behielen en beklauen, en dat die hun für so Dinge heiden en bewahren mochten, so dat die in Zukunft als eine fromme, verbedachte und gottesfürchtige Regierung sein können. Aber nicht so ne wat bedrecken und verdorven, aber als Furach und Firmender für die arme und trüge Herden durchsein können, aber nicht als so ne, die alles vernichten, aber als so ne, die Gerechtigkeit planten, dat die nicht verfallen, aber nur Fallen von Christus und sein Wort sein mochten. Wo viel einfache und demutige Hoffnung klingen nicht an diese Welt. Männer denken kenntlich und einfach, dat wenn heute die Regierung die Deiper ihr Wort vor die Augen stellt, dann wird die Verfolgung abhören, wils die Deiper wollen doch einfach keinem Wort bei sich andaunen. Sie bringen Frieden und Segen, eine helle Einfachheit. Das Problem lag nicht an ein Schwachheit und ein Segen von der Regierung ihrer Seite. Sie wussten, dass sei Gott, dass die Deiper keinem Wort bei sich andaunen, und dass sie keine Gefahr für die Gesellschaft sind. Aber als Söhne, wat an der Stadt dienen, können sie nicht anders als die Deiper verfolgen. Auch an Jesus in Zeit wussten die Hohepriester sehr gut, wer Jesus war, und dort von ihm keine Gefahr kam. Aber wenn wir ihm so wieder anluten, da waren sie alle an ihm gelaufen, und dann kommen die Römer und nehmen uns dort Land und die Lied weg. So dachten die Regierenden. So denken all die, wat an der Welt die Macht haben. Sie brauchen ein Bild vom Feind und ein Pfeil, dat je in den Feind kämpfen wird. Und ihre eine Sache ist dann verteidigt. Aber Jesus lehrt anders. Und die Deiper nehmen sein Wort nur die Buchstaben. Sie sind nicht von dieser Welt. Und deswegen sollen sie aus dieser Welt raus. Oder sie sollen zu Menschen werden, die von dieser Welt sind. Die Gewohnheit und die Wert von dieser Welt sich zu eigen merken. Hierbei liegt die Ursache von all den feindlichen Verfolgungen. Die sollen so werden, als wir sind, und die Verfolgungen werden abhören. Ungefähr 100 Jahre nachdem das Fundament abkam, fing ein junger holländischer Prediger, Tieleman Jans van Braach, an Schriften und mündliche Zeichnissen von den Märtyrern zu sammeln. Er arbeitet an den Archiven oder Sammlungen und versucht das wahre Bild von den Verfolgungen frisch abzustellen. Im Jahr 1660 kam sein Buch ab, der Märtyrerspiel, mit 1290 Seiten. Dat hij alles een schwer kranker verrechtmjog. Van Braach starb im Jahr 1665 am Alter von 31 Jahren. Sein persönliches Exemplar oder Kopie von den Märtyrerspiel übergab für seine 7 Jahre nicht mit den Wunsch. Leer dort lesen an dit Buch. Der zweite Ablauf von seinem Buch hat er nicht belebt. Die Geschichten an dem Märtyrerspiel sind sehr beeindrucksvoll. Wenn einer die liest, dann kann einer sich gleich Menno Simon sein Leben vorstellen. Von das Jahr 1541 an, wie er in Friesland alle Zeit einer, der uitkleven muss. Im Jahr 1542 heeft der Stadtholder von Friesland eingebaut, ab der persönliche Anordnung von dem Kaiser Karl den Fünften. Dort an der Stadt und am Dorf Friesland uitgeroepen wordt. Menno Simons, der einmal Priester wie in unserer Provinz in Friesland, der von der Wahrheit bei ihrer Sekte angeschwingt ist, und auch von anderen falschen Lehren,
als Plitsch nu sein Heim terechtgekommen en steht hier mit sein Leben. Mit seine Erlehren haf am dort gelegt, dort Pfeil zu verführen. Der Monarch will haben, dass der Magistrat von Leeuwarden einen jeden vermannen worden soll. Dort es verboten, am irgendwo am Haus abzunehmen, am Eten zu geben oder irgendeine Halb zu geben. Jede Unterhaltung mit Arm ist verboten. Von Arm soll auch keiner Beker nehmen. Der Janja, der sich dort wirkt, in Mann Simon zum Haus abnimmt oder am irgendwo der Hand trägt, der wird aus sein Erlehrer bestraft. Dort es einen jedem erlaubt, Männer abzuholen und am Gefangen nach Leeuwarden zu bringen. Büter seine Ankosten wird er noch ein Lohn kriegen von 100 Gulden. Männer selbst schreibt darüber. Der Verbrecher und Mörder wird vom Kaiser Vergebung und Freiheit versprechen, und dabei noch 100 Gulden, wann sie mich würden können verraten und den Schwarzrechter ausliefern. Aber sie kriegen keinen Verräter. Vielleicht wird dort wehens, dort folgt den spanischen Regierer nicht sehr gleich, oder wehens Männer seine persönliche Autorität, wehens seine Predigten an sein Heim beläuft werden und weil sie selbst bekannt wird. Nur das Jahr 1541 ist Männer mit einmal in Amsterdam. Gertrude wir irgendwo in Friesland terechtgeblieben und hielt über den Tod von ihren zweiten Sohn, der bald nur seine Geburt gestorben war. In Amsterdam war eine sehr große Gemeinde, die etliche Dutzend Glieder hat, und die aber auch von Zeit zu Zeit unter Verfolgung zu leiden hat, aber dabei doch mehr an Sicherheit lebt. Aber für Männer wir sein Verbleib in Amsterdam voll Arru und Gefahr. Am März 1545 war Thierry Peters, der Schneider von Groningen, festgenommen. Den Mann noch gedäubt hat, gerade er die Stadt verlässt. Und dadurch, der Hoffnung hat sein ewiges Leben noch ruhig in Amsterdam durchzuleben. Er wird lang gequält und schließlich verurteilt, dass er soll verbrannt werden. Seine Schuld war, dass er sich von den Anglauben und Erlehrer von der Wahrheitsdeuper hat lassen verführen und wen er die Taufe von Männer Simon, den Lehrer von der Sekte, angenommen hat. Sein Handreichen wird ab den 16. April festgesetzt. Kirin wird ab den rechten Platz gebracht. Ein Dominikaner, Mönch oder Priester ging mit am Taub so aus ein Schoten nur den rechten Platz und will am bereden. Du Büsse, sei die auf, du wirst an der Hall brennen. Du Büsse, sei die auf. Kirin wir still. Der Herr drahnt. Irgendwer sprach am Motto. Irgendwer spott über am. Kirin fing an zu singen. Gott mit jönt, bat wir uns wahrer seinen. Der Schöpfrechter leid am nicht verrechtmerken mit Singen und schauft am Mühl eine Lösch mit Sprengpulver nähren. Dort wir noch so wat als eine Halb. Dort Pulver verursacht dort der Tod euer Keim. Wenn dort vier den Körper erst anfängt zu brennen, dann explodiert dort Pulver und der Tod Keim dann fort. Wer weiß, dass Männer bei det Handreichen dabei war? Dort weiß wir nicht, aber aus den 2 Briefen, was er an der Gemeinde in Amsterdam geschrieben hat, weiß wir, dass er über den Umstand in der Gemeinde gut bekannt gemerkt wird. In seinem Brief vom 24. November 1546 fordert er die Leute in Amsterdam ab, nicht die katholische Kirche ihre Messe oder der Abendmahl zu besuchen,
mit der Hoffnung, durch die Verfolgung uit dem Stich zu gehen. Männer helpt aan denken, dat zij Christus angehören en dat zij also ook bloß arm gehorchen moeten, en nicht den Buchs. Am zweiten Brief vermoont hij seine vriend, dat zij, van dat du ook al dal herging, sich sich besiegen en Mut merken sollen. Zij zullen sich nicht fürchten für den Tod, wils dat eeuwige Leben nur den Tod folgen wird.